Marc, sag mal etwas Perverses. Mein Schwanz ist richtig lang. Alter, what the fuck? Salut zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Swiss von Doof aus Switzerland. Hallo zusammen! Ich bin der Marc Geller und das ist Mach doch nicht so blöd. Das war so lustig, wenn ihr das so richtig gemacht habt. Salut zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Swiss von Doof aus Switzerland. Ja, salut zusammen. Heute zusammen mit mir im Galaxy TV und dem Flavio Stucki. Flavio, a.k.a. Stucki. Wenn man das Flug verpasst, ist das scheiße. Ich hab's gewusst, dass es aber damit war! Alter, anfangen. Wenn man zu spät am Flughafen auftaucht und der Flieger möglicherweise schon abgeflogen ist, dann ist das natürlich scheiße. Es ist aber noch lange nicht ein Grund, die Hoffnung zu verlieren. Man kann immer noch Möglichkeiten finden, entweder ein anderes Flug zu finden oder eben auch irgendwie auf dein eigenes Flug zu kommen. Das hat sich vermutlich auch ein Passagier am Flughafen von Madrid gedacht und hat sich kurzerhand entschieden, einfach selber über den Flughafen zu spazieren und noch irgendwie auf den Flieger zu kommen. Er hat dabei natürlich nicht bedenkt, dass ein Flieger eigentlich in der Regel viel schneller auf dem Flughafen umrollt, als ein Mensch rennen kann, aber wir können ja trotzdem schnell kurz reinschauen, was der arme Mensch hier versucht hat. Was ich noch recht spektakulär finde, ist, dass er von der Gangway springt, wo man sich ja durchaus verletzen kann. Ich meine, das ist ein Sprung aus irgendwie 3 Meter Höhe, aber dann offenbar voll okay, rennt dem Flieger hinterher und bis jetzt hat man noch nicht rausbekommen, ob er dann den Flieger noch tatsächlich verwünscht hat. Was meint ihr zu solchen Aktionen? Ich persönlich sehe das Ganze ein bisschen skeptisch, vor allem weil er ja dadurch nicht nur den ganzen Flughafenverkehr hat können blockieren, sondern auch möglicherweise Terroristen zeigen können, aha, da hat es ein Schlupfloch am Flughafen, so komme ich doch noch aufs Rollfeld. Was meint ihr dazu? Ab in die Kommentare. Viele von euch haben wahrscheinlich vom Putschversuch in der Türkei mitbekommen, was ja der Erdogan stürzen wollte. Jetzt hat es aber einen Zusammenhang mit GC Zürich. Der Fußballclub GC sorgt sich jetzt aber um die Sicherheit und die wollen einfach nicht nach Istanbul reisen, eben wegen diesem Putschversuch, weil sie das Gefühl haben, dass die Gefahr einfach noch zu gross ist. Da sie aber das Spiel gegen Fenerbahce Istanbul haben, das in Istanbul stattfindet, kann das ziemlich problematisch werden. GC fordert jetzt vor UEFA, dass das Spiel entweder nicht in Istanbul stattfindet, sondern irgendwo verlegt wird, das heisst also außerhalb der Türkei, oder sie wollen, dass die Sicherheit von ihren 50 Mitgliedern, also die 50 Leute, die noch mitkommen, von denen allesamt gewährleistet wird. Findet ihr, das ist übertrieben von GC? Also findet ihr, dass es eigentlich nicht nötig wäre, so eine hohe Sicherheit zu haben oder dass die Türkei allgemein noch sicher ist? Oder findet ihr, nein, das stimmt eigentlich schon, es sollte schon mindestens eine gewisse Sicherheit da sein, für Auswärtsspiele in der Türkei zu haben oder allgemein für die Türkei zu reisen? Schreibt eure Meinung auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Ihr habt sicher schon mal einen Zug gesehen, der mit Graffiti vollgesprayt war. Und im Moment ist das mit den Schmierereien immer noch ein grosses Problem. Nämlich sind über das letzte Wochenende ganze 3 Züge von der BLS übersprayt worden. Außerdem hat die BLS-Sprecherin bekannt gegeben, dass im letzten Jahr über 500.000 Franken haben müssen gezahlt werden, um die Schmierereien zu beseitigen. In einer Umfrage, ob die Leute die Schmierereien nicht toll finden, haben genau 548 Leute mitgemacht und 56% von denen finden Graffiti eine absolute Sauerei. 15% haben nichts gegen Graffiti. Gehört ihr zu den 56%, die finden, dass die Schmierereien total daneben sind? Oder findet ihr, dass schöne Graffitis oder generell Graffitis an gewissen Orten auch angebracht sind? Schreibt es in den Kommentaren. Der Lionel wird sich freuen, ich mich natürlich auch. Das war's von mir gesehen. Ciao zusammen. Es hat auf Twitter in letzter Zeit eine Seite gegeben, also es gibt es ja immer noch, aber es ist in letzter Zeit entstanden. Die nennt sich SwissTube Gossip und wir 3 finden die mega unterhaltsam. Sie schreibt so Sachen über die SwissTubers, über Schweizer YouTuber oder einfach allgemein. Auch über uns. Aber nein, über uns hat sie eben Nein, noch über uns aber noch nicht! Und ja, aber sehr sarkastisch, sehr ironisch. Darum alle SwissTubers, die dort erwähnt werden. Nehmt es einfach mit Humor, ist doch nicht so schlimm. Ja, und wenn ihr Scheiße seid, nehmt es mit Humor. Ja, eben, aber geil, SwissTube Gossip. Uns bitte auch mal ein bisschen auf die Rösti nehmen, sonst... Auf die Rösti nehmen. Warte mal, wie sagen wir das? Bitte uns mal so richtig roasten, Mann! So richtig roasten! Ey, auf die Rösti. Leute. Das war es mit dieser Swiss-Info. Schaut auf jeden Fall auch beim Marc und beim Flavil vorbei. Beide sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aber ansonsten wünsche ich euch einfach Tschüss. Ciao zusammen. Das ist der Lionel. Er wünscht Tschüss. Jo, ich bin gerade wirklich der Einzige in der ganzen Schweiz, der das wünscht. Also.